Matthäus Kapitel 22. Dann redet Jesus wieder ein Gleichnis zu ihnen. Die neue Welt kann man vergleichen mit einem König, der seinem Sohn das Hochsieg ausrichtet. Er schickt seine Diener um die Gäste zum Hochsieg einladen, aber sie lehnen ab. Nochmal schickt der andere Diener um und sagt, sagt den Gästen, das Festessen habe ich parat gemacht, die Ochsen und das Mastvieh sei geschlachtet und alles sei parat, kommen das Hochsieg essen. Die votieren sich drum und gehen an die Arbeit. Der eine auf der Acher, der andere ins Geschäft. Die anderen packen seine Diener, schlagen es ab und töten es. Der König wird verrückt, schickt sein Heer aus, tötet die Mörder und zündet ihre Stadt an. Dann sagt er zu seinen Dienern, das Hochsieg ist zwar parat, aber die Gäste sind es nicht wert gewesen. Drum, geht an die Strassenecken und ladet als Hochsieg all ein, die neu verkommen. Und die Diener gehen auf die Strasse, bringen all, die verkommen, schlechte und gute, und der Hochsiegsaal wird voller Gäste. Wo der König hineingeht, zum Gäste begrüßen, fällt ihm dort ein Mann ohne Festgewand auf. Und er sagt zu ihm, «Los, Freund, wie kommst du so da rein, ohne Festgewand?» Der andere schwiegt. Da sagt der König zu seinen Dienern, «Festelt ihm Hände und Füße und geht dann raus in die Dünkle, dort hin, wo es brüllt und bibert. Eingeladen sind ja viel, mitmachen tun nur wenig.» Dann gehen die Pharisäer raustüfteln, wie sie ihn aufhängen an einem Sätzchen. Und sie schicken ihre Anhänger und die vom Herodes und sagen, «Meister, wir wissen, du bist ehrlich und lehrst den ehrlichen Weg zum Gott und höbelst niemandem und schaust auch nicht aufs Ansehen von einem Menschen. Sag uns jetzt deine Meinung. Darf man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht?» Der Jesus, der ihre böse Absicht merkt, sagt, «Wenn ihr mich auf die Probe stellen, ihr Scheinheiligen, zeigt mir die Münze, die er als Steuer zahlt.» Sie bringen ihm einen Denar. Und er sagt zu ihnen, «Wem sein Bild, wem seine Aufschrift ist drauf?» Sie sagen ihm, «Die vom Kaiser.» Darauf sagt er, «Also, gebt doch dem Kaiser das, was vom Kaiser ist, und dem Gott das, was vom Gott ist.» Sie werden ganz baff, was das hören, lassen ihn in Ruhe und gehen fort. An diesem Tag kommen die Sadduzäer zu ihm, die nicht an die Auferstehung glauben, und fragen ihn, «Meister, der Moses sagt, wenn einer sterbe ohne Kind, so soll sein Brüder die Witfrau heiraten und das Geschlecht von seinem Brüder weiterführen.» Bei uns sind 7 Brüder gsi. Der erste geheiratet, ist gestorben und hat, weil er kein Kind hatte, seine Frau einen Brüder hinterlassen. Gleich ist es gegangen mit dem zweiten und beim dritten bis zum 7. Zuletzt ist auch die Frau gestorben. Jetzt, bei der Auferstehung, welchem seine Frau ist sie dann von diesen 7? Geheiratet ist sie ja mit allen gewesen. Der Jesus gibt nicht zurück. Ihr seid auf dem Holzweg, ihr kennt das Gesetz nicht und auch nicht um Gott seine Macht, weil nämlich in der Auferstehung nicht mehr geheiratet wird, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr über die Auferstehung der Toten nicht gelesen, was euch der Gott gesagt hat? Ich bin der Gott vom Abraham, der Gott vom Isaac und der Gott vom Jakob. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und die Leute, die seine Lehre hören, trauen ihren Ohren nicht. Als die Pharisäer hören, dass er den Sadduzäer das Maul zugetan hat, kommen sie am gleichen Ort zusammen und einer von ihnen fragt, um ihn auf die Probe zu stellen, «Meister, welches ist die wichtigste Vorschrift im Gesetz?» Er sagt zu ihm, «Du musst den Herrn, den Gott gern haben, mit deinem ganzen Herz und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist die wichtigste und erste Vorschrift. Die zweite ist etwa gleich wichtig. Du musst deinen Mitmensch so gern haben wie dich selber. An diesen beiden Vorschriften hängt das ganze Gesetz und Propheten.» Weil der Pharisäer gerade beieinander hat, fragt Jesus, «Was ist eure Meinung über den künftigen König? Wem sein Sohn ist er?» Sie sagen zu ihm, «David seine.» Er sagt zu ihnen, «Wieso sagt ihm dann der David, inspiriert vom Geist, Herr, im Vers, der Herr hat zu meinem Herr gesagt, sitz rechts von mir an, bis ich deine Finde unter deine Füße lege.» Wenn ihm jetzt der David Herr sagt, wie kann er sein Sohn sein? Und keiner kann ihm's erklären. Und ab diesem Tag traut ihn keiner nichts mehr zu fragen.